Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Pokémon Legenden Arceus. Heute mal aus dem Titelscreen. Das ist mal was Neues, wa? Einfach nur, um den auch mal zu zeigen. Ist aber soweit nicht wirklich besonders beeindruckend oder speziell. Hätte irgendwie gedacht, vielleicht kommt noch irgendwie eine Intro-Sequenz oder so. Aber nee. Das wundert einen irgendwie, aber andererseits auch nicht, weil eben es geht ja um eine Vergangenheit, die man irgendwie vergessen hat offenbar oder noch unbekannt ist oder wie auch immer. Und dann macht es irgendwie schon wieder ein bisschen mehr Sinn. Alles klar. Von der Story her ist es ja eigentlich so, wir sollten uns zum Schlammplateau aufbegeben, um Ursaluna zu beruhigen. Soll ein neues Pokémon sein. Ich tippe mal auf eine neue Entwicklung von Ursaring. Oder eine zweite Entwicklung glaube ich eher weniger. Wobei doch, weil bei Axantor, da ist ja auch eine zweite Entwicklung von Sichlor. Andererseits, Ursaluna klingt doch zu vertraut, sag ich jetzt mal. Das war knapp. Klingt doch ein bisschen zu vertraut im Sinne von, dass es eine Zweigentwicklung sein könnte, sondern eher eine Weiterentwicklung. In der Vergangenheit eher so war, dass man in Pokémon eine Weiterentwicklung bekam, dann war der Name eher, sag ich jetzt mal, naheliegender, als wenn es eine Zweigentwicklung bekam. Oder Zweitentwicklung, wie auch immer. Dann war er doch recht unterschiedlich. Jetzt überlege ich gerade, was ich hier mit Tangela machen soll. Typ Feuer besiegt, dann so ein Kraftding gesehen, soll man gegen das catchen. Wo es relativ friedlich aussah, war. Oh, es regnet, super. Ja, das gefällt mir ja. Trotzdem setzt mal Flammenrad ein. Ich hoffe, Igalava hat bald mal den Master Move davon. Ich muss mal Antikraft davon sehen, wa? Wohl, also wenn ich natürlich einen Tangela finde, was Antikraft beherrscht, würde ich natürlich direkt fangen. Weil das würde dann sich ziemlich sicher im nächsten Level ja zu Tangolos entwickeln. Evil Level 19 will sich immer noch nicht entwickeln, ne? Also so Happiness-Entwicklungen dauern hier wohl doch ein bisschen. Oh, da ist noch wieder. Nebula wollte ich gerade sagen, Venoflip aber nicht gesehen. Was macht das wieder? Exemplare gefangen, ja. Eins könnte ich eigentlich noch fangen. Große Exemplare gefangen. Elite-Pokémon gefangen. Oh. Schwerfällig gemacht. Ah, warte mal, da können wir mal versuchen. Ging das nicht mit diesen löchrigen Aprikoko? War es ein anderes Item. Ah, war das Item, okay. War mir nicht mehr so ganz sicher. Ja gut, hätte sein können, dass es gerade besiegt wird. Hätte ein anderer Pokédex-Attack gehabt. Alter Schwede. Okay, das fand ich jetzt nicht so geil. Nein, immer noch. Das ist das Problem, wenn man parallel zu privat noch Pokémon Diamant und Perl spielt. Dann ist die Chance, die Tasten zu verwechseln, doch sehr groß. So, jetzt sind wir wieder. Danke gemeistert und Entwicklung möglich. Freunde, es wird Zeit für Bamelin sich zu entwickeln. Und so soll es sein. Es wird größer. Es wird härter. Es wird ein besserer Schwimmer. Der Bamelin hat sich zu einem Burschelin entwickelt. Krass geil, Mann. Yo, was geht ab? Nicht viel, Alter. So, dir müsste ich jetzt eigentlich, wenn wir da in der Stadt sind, also sprich in Jubeldorf sind, müsste ich in der Lage sein, die ja Ding beizubringen. Eiszahn. Also ich hoffe zumindest, dass es irgendwo so ist. Igelava hat einen neuen Move gemeistert. Ah, Flammenrad endlich, sehr schön. Ja, die Moves hier gefallen mir noch. Und insofern, der Rest passt auch noch soweit. Kann man so machen. Ich kümmere mich jetzt mal um Nebulak.
Wieso spawnt er direkt neben mir? Der eine Knallkugel erschreckt. Da kommt ein Typ Geist besiegt, dann interessant. Exemplare besiegt, ja. Eine Knallkugel erschreckt. Aber über deine. Gab ja gar keine, oder? Ich würde sagen, zumindest gar nichts. Der ist fies, Alter. Also bei mir zu erscheinen, ist wirklich fies. Du bist eine Bürde, Mann. Aua, Alter. Haben die Attacken Power drauf. Alter Schwede. Entschuldigung. Da musste sein. Boah. Junge, was für ein Einstieg in die Folge war. So. Jetzt mal ganz kurz hier die Items gucken. Ja, Evoli entwickeln. Ja, natürlich sofort möglich. Super. Aber ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Nee, ich soll vielleicht mal ein paar meiner Pokis heilen. Und ich werde das Gefühl, dass das Heilen hier immer wichtiger wird. So, gehen wir mal hier rüber und gucken, was es hier so gibt. Okay, da hat er was im Wasser gesehen. Leider kann Georock das rausspringen, aber ich glaube, das könnte auch im Wetter liegen, oder? Weil ganz ehrlich, warum sollte sich ein Georock, ein Gestein-Pokémon bei Regen aus dem Stein wagen? Oh, da haben wir Bidifass. Gefangen. Elite-Pokémon gefangen. Na gut. Eines von Nassschweif gesehen, das hat von Biss gesehen. Exemplare besiegt. Okay, dann würde man sagen, catch mir mal dagegen. Mal gucken, ob es auch eine coole Attacke einsetzt. Eben so ein Nassschweif oder so etwas. Nein, jetzt würde ein scheiß Wald sein. Das ist ja das, was ich unbedingt möchte, Freunde. So. Dann gemeistert. Und sie sind wohl die Frage, welche Attacke ist das jetzt? Ich glaube nicht, dass es schon ein Ding ist. Barrierenstoß. Nee, es war Gedankengut, okay. Also, weil er halt der Barrierenstoß und Damiaplex gemeistert hat, dann können wir richtig loslegen, Freunde. Dann können wir anfangen, es zu entwickeln. Jetzt viele Nebulax. Was? Also. Jetzt gefahren, nachts gefangen, besiegt, ja. Also von einer Stauner gesehen, dann kriegst du Knallkugel erschreckt. Hey, ihr habt doch gar keine, oder? Nö. Ja gut, dann. Evil hat auch eine Attacke gemeistert. Sehr gut. Ein Glibunkel. So. Da kommt die Psycho besiegt. Gefangen besiegt.
wird überrumpelt und wird deswegen direkt von meiner mächtigen Psychoattacke plattgewalzt. Ich meine, es ist Giftkampf, also der Kampf ist relativ schnell vorbei. Wie lange ist wieder Tag? Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber es ist cool, dass ich auch irgendwie Items sammeln kann, während ich irgendwie in den Kampf stecke. So, komm, mach mal den hier. Was? Ja, eben sehr effektiv, ich wollte gerade sagen. Ich dachte zuerst irgendwie, hä, trifft es irgendwie gar nicht? Hat es einen anderen Typus oder so in der Vergangenheit? Aber nee. So, jetzt muss ich etwas mal prüfen. Doch, die verlieren nach einem Kampf ihren Status. Das ist irgendwie krass. Okay, wie gesagt, wir gehen hier die Dinger aus. Da finde ich jetzt nicht so geil. Die Plätze. Dementsprechend muss ich jetzt hier mal gucken, ob ich hier mal das rein herstellen kann. Genau. Ist das eine Knall? Ne, das ist eine Rauchkugel. Eine Knallkugel fehlt mir tatsächlich. Okay. So, wisst ihr was? Ich setze mal die Leistungssender ein. Also. Mal versuchen. Ich versuche mal alle, die er hat, zu boosten. Ja. Kann man mal so versuchen, wa? Ist da vorne? Von der Seite, oder was? Jo. Sehr schön. So, im generell will ich mich hier eigentlich noch ein bisschen umgucken. Na, super. Ich bin weg, du siehst mich nicht. So, mal fangen müssen wir das trotzdem. Ja, offenbar doch nicht. Zumindest nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Versuch mal Dampfwalze. Hat überlebt, ja. Oh. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ah, das ist noch eins. Ah, hallo Knospi. Das ist ja noch Roselia? Aber so aus dem Nowhere. Das ist zwar ein Pflanzen-Pokémon. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob die irgendwie die Dinger hier gerne haben. Pilzknödel, Honigknödel und so. Das Knospi einfach nachläuft. Läuft nicht ganz so wie erwartet. Ja gut, ganz ehrlich, dann kämpfen wir halt, wenn es nicht drin bleiben will, bei ihrer Stoßkampf. Entschuldigung, ich wollte dich fangen, aber du wolltest nicht drin bleiben. Sauerei, sowas. So. Versuchen wir es hier nochmal.
Was ist mit dem Nebel plötzlich los? Hä? Wir haben ihn jetzt entdeckt? Will doch Knospi. Diese Pokédex-Einträge und die Pyro besiegt oder gefangen. Ja, ich würde es gerne mal fangen, aber die rennen ständig weg oder machen sonst irgendwas. Machen sonst einen Quatsch. So, jetzt reicht's mir aber. Das Schönes. Okay. Also auf alle Fälle gibt es hier schöne viele Glibunkel. Und hier kann ich eigentlich Damierplex auch gut trainieren. Leistung in der Tasche ist voll. Okay, dann sind wir schon da. An dem Punkt angelangt. Basis-Items. So, dann wieder mal ein paar Schwerbälle herstellen. Zack. Nein. Fuck, da wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das war jetzt ein bisschen das, was ich unbedingt wollte. Jetzt habe ich 58 Schwerbälle. Lecco mio, ey. Das falsche Item ausgesucht. Egal. Dann ist halt so, wie es ist. Munterreis. Ne, den brauche ich noch für eine Side-Quest. Zumindest zu Beginn jetzt. Okay, den kann ich verkaufen. So, den kann ich anwenden. Aber alle irgendwie auf 1 heben. So. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass wir hier in der Nähe, das würde sich eigentlich wirklich noch anbieten, die ganzen Dinger holen. Also verlorene Items halt. Was vorbeigelatscht. Das ist auch ein bisschen peinlich gewesen. Dann nochmal ein Roselia. Da haben wir auch was Schönes. Da könnte ein Georock darunter sein. Und so ist es auch. So, aber ich möchte eigentlich ungern Evoli da catchen lassen. Also, wieder so. Landstein, Eisenbrocken. Okay, okay. Aber noch nicht der Schwarzaugit Dingsbums, den ich brauche oder will. Mal gucken. Exemplar gefangen. Da fehlt noch was, wa? Okay, dann fangen wir es jetzt. Versuchen wir es wirklich mal richtig zu fangen. Will ich hier eigentlich anbieten. Ja, super. Nicht ganz so, wie ich eigentlich wollte. Sag mal, was ist mit dem scheiß Roselia los? Ganz ehrlich. Wieso habe ich eigentlich immer so viel Pech? Ich meine, ich schleife mich schön von hinten an und trotzdem bleibt es nicht drin. Ich verstehe das irgendwie nicht, Freunde. Was mache ich denn falsch? Scheiß Stachelspore. Gehen wir halt direkt mal auf Superbälle. Das Vieh geht mir auf den Sack, ganz ehrlich.
Was von stur, ey. So, warum setzt sich Luxio ein? Ganz einfach wegen der Donnerwelle. Und dann heißt wieder mal Superball los. Also irgendwie mit den Schwerbällen, es müsste eigentlich perfekt klappen, wenn ich mich auch von hinten anschleiche, also wenn ich es quasi aus nächsten Nähe überrasche. Aber mir klappt es irgendwie so selten gefühlt. So, ein Roselia, wieder mal ein starkes Pflanzen-Pokémon. Das kann nie schaden. Die Map, hinter uns. Ist doch nicht irgendwie hier oben, oder? Doch, okay. Dann brauche ich damit hier. Ist da vorne? Also Matribi. So, und nun? Ah! Da ist ein Elite-Ursaring. Warum hat die Ursas? Das ist ja schön. Hat nein, das Vieh für ein Level, wenn man fragen darf. Hallo? Ich meine nicht. Ich meine die Urs anvisieren wie das andere. Ja, das fette Vieh. Nee, 55 ist mir zu hoch. In welche Richtung geht denn das Item überhaupt? Da, ernsthaft? Keine Sorge, will nur durch. Dankeschön. Hier müsste irgendwo sein, hä? Ah, hier. Danke und tschüss. Puh. Was mit alles tut, war für ein paar Items. So, warte mal. Nee. War für ein paar DPs. Ist noch ein Elite-Pokémon da unten oder was? Ja, ist normales. Hä? Wo? Du schon wieder? Der folgt mir, Freunde. Wo werden überhaupt... Hä? Da unten? Komm wir nicht hin. Alter, gib mir grad die Düse. So. Azursteine, die schaden nichts. Also doch wenn die Tasche voll ist. Besser mal den auf. So. Basis-Items. Alles, ja. Also. Gut, jetzt aber. So, Aprikoko sind auch wieder weg. Da muss ich sagen, ist ein bisschen mühsam, dass man in die Tasche voll geht. Ah, Alter. So. Bei dem noch irgendwas Interessantes zu tun fürs Forschungslevel. Einen Kreuzschirr gesehen, unentdeckt zu werden, besiegt, gefangen generell. Ja, eins müssen wir noch fangen. Komm, kann auch eine andere Beere nehmen, spielt keine Rolle.
So, ausnahmsweise hat es mal geklappt. Oh, und ich sehe gerade eine neue Attacke für Staravia. Was hast du denn Schönes? Risikotackle. Ja, sicher. Hm, so sehe ich aus, wa? Okay, hier kann ich runter. Huch. Da kann ich noch gar nicht hin. Ja, super. Danke, zurück. Seele muss momentan noch nichts machen. Das bleibt mal da, wo es ist. So. Dann sollten wir uns ein bisschen um die Story kümmern, wa? Eigentlich doch. Aber ja, wenn du halt ständig hier aufgehalten wirst, irgendwelchen Elite-Punkten aus dem Weg gehen musst, ist natürlich ein bisschen schwierig. So, sind wir da hier. Toll. Sind wir da, wo wir angefangen haben. Kann das sein? Jo. Dementsprechend sind wir weggekommen. Sagt die Folge. Bald 30 Minuten. Ja, irgendwie ist es mittlerweile die Standardlänge, aber das Gefühl. Auch wenn es ungewollt ist, aber es ist leider so. Hä? Gibt es wilde Girox einfach so? Hey Kumpel, das ist ein Schwarzau gibt für mich? Komm schon, sag ja. Der hat gerade nichts gedroppt, kann das sein? Das ist ja mal eine Schweinerei. Oh, hier ist bloß eine Blume. Hä, wer greift jetzt schon wieder an? So ein Kleinstein, das ist mir gerade egal. Ansonsten hier alles cool soweit. Jo, also dann Kleinstein. Warum müsst ihr eigentlich immer so aggressiv sein, Freunde, hä? Okay. Aua! Das tut doch weh. Sag mal, Michael, kannst du bitte mal... Dankeschön, schon besser. Irgendwie so ein Kack-Hypoterus-Viechchen hier. Das ist die reinste Feindzone hier. Alter Schwede. Und noch ganz kurz durch. Puh, dankeschön. So, der Schlammplateau. Da muss ich eigentlich hin, super. Dankeschön. Dann darf sie da oben noch. Hui. Perfekt. Alter. Was? Freunde, Evoli will sich entwickeln. Es ist soweit. Wir können Evoli entwickeln, aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, wir hatten der Folge bereits Entwicklung. Ich glaube, Evolis Entwicklung sparen wir uns in der nächsten Folge auf. Da muss ich eh noch gucken. Und den Attacken und so. Zu was ein Pokémon sich jetzt entwickeln soll. Also sprich, Psyana nach Tara. Aktuell wäre es Folipurpa, weil es coole Augen drauf hat. Und ja, das ist natürlich wichtig, dass wir uns dann für die richtige Entwicklung entscheiden. Also wieder viele Items. Ein bisschen was er auch herstellen kann. Oder auch nicht, wenn die Aprikoko fehlen. Super.
Mhm. So viel gebracht hat es nicht. Immer fehlen die Aprikoker. Müssen wir mal so einen Baum finden. Oh, wie sieht es eigentlich mit der Heilung aus? Alle Pokémon soweit, ja, mehr oder weniger fit, würde ich mal sagen. Aber, was wir jetzt ganz schnell machen, ist erst einmal DP holen. Dankeschön. Wir haben schon mal bald 1000 Punkte erreicht, also 1000 DP. Das heißt, wir können uns dann auch schon das erste Entwicklungs-Item sichern. Ich noch speichern, sehr schön. Und, sondern geht langsam runter. Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, ich würde Evoli zu Nachtara entwickeln. Aber weil ich das Gefühl habe, so rein vom Team her würde es gut dazu passen. Und ja, natürlich, eigentlich ist Psyana meine Lieblings-Evoli-Entwicklung, aber wir haben Damirplex, was nach so einem Pokémon wird, was auch Psycho-Moves drauf hat. Oder jetzt eigentlich schon Psycho-Moves drauf und nachher vermutlich auch ein Psycho-Pokémon ist. Ja, oder warte ich einfach generell noch ein bisschen. Wenn ich noch unsicher bin mit der Entwicklung. Ja, ich weiß nicht, Freunde. Ich schwanke ein bisschen zwischen Psyana und Nachtara. Mein Foliporba wäre eigentlich. Foliporba sage ich schon. Felinara wäre ja auch nicht schlecht. Kann man theoretisch auch machen. Ein reines Feen-Pokémon, ich weiß nicht so recht, hey. Muss man sich in der nächsten Folge gucken. So, jetzt quatschen wir ganz kurz an, weil dann habe ich sicher was Besseres noch fürs Thumbnail. Oh, der ist der ist ein Typ für die Sidequest, super. Ödnisbasis zur Hand gehen, ja. Die Ödnisbasis, super, machen wir gleich, bald. Jetzt muss ich erstmal hier gucken, dass jeder Typ da, Ursa Luna oder so, dass er da cool drauf ist. Da bist du ja, Michael. Warum lässt du mich so lange warten? Ursa Luna mag zwar aufgebracht sein, doch sein Instinkt als Reib-Pokémon ist immer noch aktiv. Eine Melodie auf einer Elysium-Flöte spiele, zeigt es sich sofort. Njam, njam. Okay, das Vieh sieht ja sehr happy aus, wa? Und wie happy es genau sein wird, das erfahren wir in der nächsten Folge. Sagen wir, hat es irgendwie Dreck im Gesicht oder was? Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.